Prost Neujahr, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee im Neujahr 2018, frisch und munter mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ja, das habe ich jetzt natürlich auch wieder vor Silvester aufgenommen, die Episode. Von daher kann ich eigentlich nicht sagen, wie mein Silvester lief. Aber ich bin mir sicher, es war, beziehungsweise wird schön. Ach du liebe Zeit, was geht denn hier ab? Sind das Projektionen oder was ist das hier? Luca und Robo sind hier auch, Ayla und Glenn. Aber Markus ist hier nirgends. Ich finde es etwas mies, dass der so diskriminiert wird, weil er so optional ist als Charakter. Was ist denn das hier? Ultra-räudiges, direkt im neuen Jahr. Guck mal, mein süßes Schicksal in seiner brutalsten Form. All die Tränen, die gewesen sein mögen, als Glück und all der Kummer, den ihr erfahren habt. Vorbei. Für euch gibt's kein Morgen. Das düster Oma überdauert Zeit und Raum und wartet auf Lavos Erwacher. Das Schicksal hat euch hierher geführt an eurer letzten Ruhestätte. Es hat in ihr besiegten mich und zerstört das Omen. Komm, liebe Freunde, vielleicht ist Lavos dazu bereit, seine Tränen mit euch zu teilen. Hab ich Tränen gesagt? Ich mein's ein ewiger Albtraum. Oh je, oh je. Kngin Eifer. Uiuiuiui, was macht dann die Troller hier? Das ist nicht gut. Gefällt mir überhaupt nicht. Glenn, halt mal Chrono. Du kannst gleich mal dich hier mit dem Tonic heilen. Gesundheit, Hugo. Kater sitzt auf dem Bett und niest wie blöd. So, das war doch schon mal gleich ein schöner Eistand hier. Chrono nach wie vor verwirren auf die Hex hier. In der letzten Episode niest noch wer anascht. Und hier niest jetzt wieder der Kater. Das ist schon so eine Sache. Aber Dezember ist immer so Zeit, sich wieder zu erkälten. Und ich nehme es ja hier gerade am 18.12. alles auf. Seit 9 Episoden sitze ich gerade. Das ist jetzt die 10. Episode am Stück. Das heißt, ich habe das sogar schon vor Weihnachten aufgenommen hier. Und, ach ja, deswegen habe ich auch... es fuchst mich immer noch, dass ich bei Chrono Trigger hier die Weihnachtssache verplempert habe. Dass ich doch die Weihnachtsfolge wirklich so verballert habe. Das ist etwas schade. Aber Silvester und Neujahr habe ich doch dafür nicht verplempert. So, dann heilen wir uns alle noch einmal hier. Wie die guckt, die Königin. So. Nochmal jeder was. Sehr schön. Du kannst du mal Magiewand oder so verwenden. Auf Chrono. Dann Chrono noch verwirren weiter hier auf die Alt. Aber ich glaube, die hat keine andere großartige Angriffe, die einfach mal sowas abziehen, oder? Und daher machen wir einfach mal nur normal heilen wieder. Und dann sind wir wenigstens jetzt sofort hinüber, wenn was sein sollte. Ja, jetzt macht sie wieder den Schampel. Okay, machen wir die dunkle Bombe auf sie. Ja, okay, dem Angriff kann man anscheinend auch nicht entgehen. So. Ja, das zieht auch gut ab. Also ich muss sagen, das hat sich definitiv ausgezahlt. Der Markus mit dazu zu nehmen mit seinem Shutter-Element. Heilen. Und du machst wieder dunkle Bombe. Ja, die Königin Eifer scheint wohl ziemlich erpicht drauf zu sein, uns fertig zu machen hier. Also als Droh von der Wetter, da hatte Lavos zumindest sein mächtigste Verbündete verloren. Oh, das war schon. Mega-Elixier erhalten. Mehr gibt's nicht. Meine Kräfte wirken hier scheinbar nicht. Doch halt, ich werfe euch einfach in die Mammon-Maschine. Ihr werdet eins mit dem Omen, Lavos und mir. Das klingt nicht so gut. Das würde ich ganz gern vermeiden, sowas. Wirk. Mammon M. Okay. Es gibt nur hier nur den Endgegner zum Auswähler. Ist in Ordnung. Glenn sollte uns alle heilen.
Nutze Angriff zur besseren Verteidigung. Und du machst die dunkle Bombe. So. Gucken wir mal, was die macht. Sehr schön, macht Schade. Aus Magie wird Angriffskraft. Und wenn ich jetzt einfach nur normal drauf haue, nutze Angriff zur besseren Verteidigung. Okay, Hyper-Äther kriegt jetzt mal Chrono. Und dann machen wir hier noch eine dunkle Bombe drauf. Da würde ich sagen, die Magiewand sollten wir auf jeden Fall wieder aufziehen. Aus Magie wird Angriffskraft. Okay, machen wir mal eine Magiewand auf Frog. Er ist immer hier unser Heiler. Oh, das sieht nicht gut aus. Wir sollten uns aber auch nochmal alle Heiler. Also der vierfache Angriff sah eben nicht so besonders gut aus. Probieren wir es nochmal so. Nee, das sieht echt nicht gut aus. Dann so. Und Glenn, heil uns nochmal alle. Chrono. Versuch's mal mit Leuchten. Eventuell bringt das was. Ja, das bringt ein bisschen mehr. Setze gespeicherte Energie frei, na klasse. Und Gott sei Dank. Das hat nicht viel abgezogen. Vielleicht aber auch wegen unserer tolle Magiewand. Dann nochmal leuchten. Glenn heil nochmal. Dafür habe ich Glenn hier dabei. Sehr schön. Mammon-Maschine steht still. Okay. Wenn die Maschine still steht, dann probieren wir natürlich nochmal hier die Bombe. Und das macht gut Schade. Steht nach wie vor still. Wir probieren mal mit Glenn drauf zu hauen. Oh, Punktfackel. Ja, das hat nicht so viel abgezogen. Wenn die körperliche Angriffe jetzt wieder... Jawohl, die machen wieder Schade. Dann machen wir nämlich sowas wieder. Dann zieht alles wieder gut ab. Und rufende Wetter. Solange die Maschine still steht, muss ich das natürlich ausnutzen. So. Und so auch nochmal die dunkle Bombe. Und Glenn, hau an, nochmal drauf. Was anderes ist derzeit ja auch nicht mehr möglich. Geheilt sind wir ja auch. Absolut. Eine Punktfackel. Das zieht glücklicherweise nicht viel ab. Nochmal. Und hier auch nochmal. Dann kann Glenn nochmal die Äther verteilen. Viele können das sicher auch noch so einer auf Silvesterparty an sich selber nochmal Äther verteilen, dass sie wieder wach werden. Okay, das war's. Tatsächlich, das Ding ist hinüber. Perfekt. Und wir haben keinen Schade erlitten. Sondern uns maximal hochgeheilt. So, Mammon-Maschine ist nichts mehr. Vielleicht hat es ja auch Auswirkungen aufs Ende, dass ich das 1000 vernichtet habe und nicht in der Zukunft oder wann. Oh, 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 was geht denn da jetzt ab? Alter Latz. Wow, 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 wow. Kommt jetzt noch so ein Super-Endgegner oder was hier? Ihr elendes Gezücht. Ich werde mit Lavos das Universum regieren. Ihr werdet es nicht verhindern. Quatsch, nix lebt ewig. Königin Aifa von Lavos betrogen. Traurig. Ich selbst werde all das beenden. Prophet, dein Schicksal ist besiegelt. Ich habe deinen Verrat im Seepalast nicht vergessen. Dafür wäschst du jetzt Büße. Das ist ihren Sohn so nebenbei, ne? Aber weiß er ja nicht. Ups. Tatsächlich ein Superboss haben wir jetzt hier nochmal. Königin Aifa. Und Hand hat sie auch noch parat.
Gewitter erleiht. Glenn, schmeißt doch mal so Äther rüber. Und Chrono, mach doch mal auf alle hier. Und du zischst dann nochmal selber auch so Äther rein. Alter Falter. So. Gegenangriff MP-Sauger. Oh, shit. Gegenangriff nimmt Leben. Oh, 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 oh. Das war übel. Okay. Weiß ich Bescheid. Das heißt erstmal hier das Ding hier fertig machen. Magus. Probier's mal mit Magie auf die. Weil das macht anscheinend auch nicht so viel Schade hier. Mit sowas drauf zu gehen. Mit physischer Attacke. Probieren wir mal aus. Magie macht hier auch nichts. So ein Mist. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Chrono. Schmeiß mal Elixier zu Markus rüber. Und Markus. Schmeiß mal Hyper-Äther zu ihm rüber. Und dann attackieren wir jetzt das hier. So. Hexagon-Nebel Wasser. Ist das gerade als Davidsstern? Naja. So nebenbei mal. Okay. So. Dann gehen wir jetzt nochmal richtig drauf auf die Dinger hier. Oh, scheiße. Ja, das wird etwas problematisch hier mit den Dinger. Probieren es nochmal so. Ja, scheiße, das zieht ja so gut wie gar nichts ab. Das gefällt mir so gar nicht. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Elixier auf Frog. Und eher eine Belebung auf Chrono. Okay. Chrono, geh auf ihn und Glenn heilt dich. Okay. Wir probieren es jetzt nochmal auf die... Was anderes fällt mir jetzt einfach nicht ein. Dort drauf gehe. Dann halt ständig Heiler. Aber viel können wir nicht abziehen. Das ist halt das Problem. Aufs Hauptgesicht können wir halt leider nicht drauf gehen. Dunkle Dinge. Schatten. Okay. Ja, Konterangriffe können wir halt immer mal wieder machen. Leben. Ja, es ist wirklich recht hart hier. Der Kampf hat's in sich. Und ich muss auch erst einmal die Spieldynamik verstehen. Füllt LP komplett eine Person. Achso, das zum Quatsch, das war natürlich der Zauber von mir. Ich habe schon gedacht, die Hand macht das jetzt. Ich habe gedacht, hä? Okay. Ich probiere jetzt trotzdem mal was aus. Scheiß drauf. Ja. Auf die Königin selber drauf. Drauf wird er jetzt wahrscheinlich von aller Seite hier attackiert wieder. Nett? Okay. Offensichtlich wird er nicht von aller Seite attackiert. Dann attackieren wir hier weiter. Die Königin. Ihr Gesicht. Und heilen uns erst einmal alle. Und gucken wohl, dass wir hier die Königin noch so erwischen. Also wenn ich mich gerne mit den Händen rumschlagen muss, umso besser. Ja, das macht schon gut Schade. Perfekt. Okay, dann hau ich weiter hier einfach nur aufs Gesicht drauf. Jetzt wieder der Davidstern. Kraft des Tempels. Und verwirren.
Als Trupp auf die hässlich Gosch. Und hier noch Frog, heil uns nochmal alle. Gut, also die Hände sind einfach tabu für mich. Ich habe gedacht, die müsste ich vielleicht vorher ausschalten. Aber mir soll es recht sein, wenn ich die nicht vorher umknacken muss und mir so viel erspare, ist das vollkommen in Ordnung. Ah, jetzt kommt der Scheiß wieder. So, dafür geht's auf die Gosch. Und dann nochmal 4-fach hintereinander. Jetzt wird's langsam ernst. Mach mal Elixier auf Chrono. Und er kann dann nochmal uns alle heilen. Genau das. Ich habe nämlich befürchtet, dass sowas als Fläche kommt oder so. Da steht wenigstens halt noch Chrono. So, du kannst jetzt gleich mal Leben machen. Ah, Mistvieh. So. Okay, Glenn. Ja. Am besten Glenn. Gib doch gleich mal hier einen Hyper-Äther an ihn weiter. Und dann nochmal wieder Leben. Und dann steht das soweit mal wieder. Okay, also der Kampf ist definitiv nicht ohne. Gut, dass es immer regelmäßig zurück auf die Schnut gibt hier. Ja, mach ruhig auf ihn. Das macht nichts. So. Verwirren auf sie. Dunkelbombe aufs Gesicht. Und heilen für alle. Aber man musste düster oben lassen. Es ist ein unglaublich langes Level. Und gerade zum Schluss muss man fast so viele Endbosse nochmal speichern. Also das war schon, oder ist schon ziemlich heftig. Ich habe halt ständig hier den Druck, dass ich nicht abstinken darf, sonst war's das. Aber was mutet eigentlich dafür, dass es optional ist? Mutet das Ganze schon tierisch noch eigentlich absolut im Endkampf an. Finde ich zumindest. Es fühlt sich nicht wie ein optionales Level mit optionalem Bossgegner an. Es fühlt sich schon irgendwie noch Endkampf vom gesamten Spiel an, finde ich persönlich. Aber dafür ist es wahrscheinlich auch das harte optionale Level, was man machen kann. Na Allah, Eva habe ich die Gretel. Gut, das müsste aber jetzt auch gewesen sein. Ich denke, ein Lavos kommt jetzt nicht noch einmal. Wie könnt ihr Rater es wagen, euch mit mir anzulecken? O allmächtiger Lavos, verleih mir Kraft. Ja, dein Lavos ist aber nicht dein Lava. Ich glaube nicht, dass du noch was lauft, Mädel. Jetzt platscht wohl eher der dappische Palast mal wieder in den Ozean, wo er hinkehrt. Oh, jetzt sag nicht, dass die jetzt hier nochmal Lavos Art zapft. Also, das ist ja gemein. Ja, die kann einmal aufgeben, die Dappischkuh. Endlich erwacht Lavos. Verglichen mit ihm seid ihr nur Bazille, aber ich werde Unsterblichkeit erlangen. Jesus, Leid, ist das nervig. So, wie zeigt sie sich uns jetzt? In welcher Form? Ups. Das sieht aber nicht so gut aus hier. Oh oh. Oh oh. Da kommt er tatsächlich raus. Ach du Scheiße. Das hat anscheinend auf den Endkampf vorbereitet. Oh Gott. Und ich habe vorher vor so viele Endbosse erst... Oh nein, Lavos geht in Angriffsstellung. Ich habe das letzte Mal vor so viele Endbosse gespeichert. Was ist das jetzt? Oh oh. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Lavos. Oh Gott.
Ich muss es anscheinend jetzt schon mit ihm aufnehmen. Das finde ich aber arg grausam, dass ich das jetzt schon machen muss. Okay. Dann habe ich. Probieren wir es mal aus. Eventuell ist es nur die Kostprobe. Lavos ändert Angriffsart. Eventuell ist es nur die Kostprobe. Er schnappt sich von diverse Bossgegner hier die Arte. Ja, eventuell ist es nur die Kostprobe auf Lavos für der eigentliche Endkampf. Ich hoffe es zumindest. Tech. Lass uns nochmal alle Heiler. Und dann gehen wir nochmal in die Objekte-Reihe. Holen uns nochmal Aether Medium. Hier 8. Hier 8. Dann sind wir gut ausgerüstet, denke ich wieder. Okay. Gut. Nochmal gegen Lavos mit Leuchten. Wir probieren nochmal die Antimaterie aus, falls da noch einer steht. Ja. Sieht gut aus. Zusammenbruch. Lavos ändert wieder die Angriffsart. Okay. Das ist nach wie vor kein Problem soweit. Na dann auf Lavos drauf. Oh. Nee, das bringt wohl nichts gerade. Dann sollten wir vielleicht hier dunkle Bombe ausprobieren. Wenn jetzt nur noch Magiewirkung hat auf ihn. Offensichtlich hat er noch Magiewirkung auf ihn. Okay. Kein Problem. Dann machen wir halt hier auch wieder Leuchten. Und dann knacken wir die Blattlaus. So, sehr schön. Und Lavos endet wieder die Angriffsart. Wenn zwackt er sich das mal ab? Ah, okay. Den Knoche Golem. Okay, gut. Sollten wir auch hinkriegen. Und ansonsten die dunkle Bombe gilt auch für beide. Und Glenn attackieren wir dieses eklige Vieh vorne dran. Ui, okay, also das heilt schon mal Lavos. Jetzt müssen wir anscheinend so richtig drauf kloppen hier. Naja, zieht aber immer noch was ab. Okay, jetzt macht er einer auf MP-Sauger. Und ändert aber Witter. Alter Falter. Okay, Masamune jetzt. Gut. Dann brauchen wir ein Elixier für Magus. Und ansonsten sieht's gut aus. Speichern können wir eh gerade nicht. Na gut, Lavos, komm mal her, du Stinktier. Ich mach Verwirren auf dich. Das sieht so weiter ganz gut ab. Und hinterher kommt noch eine dunkle Bombe, falls du das überleben solltest. So. Und... sehr gut. Okay, Glenn hat ein bisschen was abgezogen gekriegt. Also so allmächtig scheint der mal nicht zu sein, der Lavos. Ich habe schon befürchtet, jetzt hört's auf, aber... der ist nicht gerade besonders stark. Also ich habe mal einen stärker vorgestellt. Ah, jetzt haben wir das Steroidosaurus. Geht jetzt jeden verdammter Endgegner durch, der Säckel? Aether voll. Und Aether Medium. So, noch einmal. Na gut. Okay, das bringt man nix. Dunkle Bombe. Ja, da bringt das Masamune nix, das legendäre. Oh, das bringt auch nichts. Bleb. Na gut, wenn das alles nichts bringt, probiere ich trotzdem nochmal Leuchten aus. Eventuell zieht sie doch noch was ab. Und? Nee. Stinkt hier. Aber da es Gewitter war, zieht es jetzt wieder richtig was ab. Sehr schön. Stinkt hier.
Okay. Anscheinend bereitet er sich auch nur irgendwie vor, habe ich das Gefühl. Der scheint uns wohl auch nur zu studieren und zu gucken, wie wir arbeiten und wie wir kämpfen. Damit er das 1999 gegen uns einsetzen kann. Weil derzeit ist erst 2000, im Jahr 2000 sage ich, im Jahr 1000. Wahrscheinlich echt der ganze Jahreswechsel durch Silvester und Neujahr und Pipapo. Nee, also, jetzt wird er zu Markus. Okay. Also gerade durch die, da ich den im Jahr 1000 hier erst bekämpfe, hat er eigentlich noch 999 Uhr Zeit. Aber das ist ja heftig, dass der jetzt die ganze Zeit hier alle Gegner noch äfft. Alle Endbosse, die wir gehabt haben. Das ist ja krank. Das kann man ja die ganze Zeit jetzt durchziehen. Blockwechsel. Okay, Eis. Wie war das bei Markus? Das Masamune bricht Lavos Verteidigung. Okay, wenn er Eis macht, ist er selber nur durch Eis verbunden, oder wie war das nochmal? Ja, okay. Hat geklappt. Gut. Aber schön, dass das moderne, schön abgegradete, vollends aufgepumpte Masamune jetzt unserer Leistung entspricht. Lavos benutzt einen Zauber. Okay, aber was er für einer benutzt, weiß man nicht. Ob jetzt macht den Hansel mal endlich platt hier. Ich mag aber hier auch einfach nicht meinen Cut setzen, wissen wir? Das ist etwas dämlich, wenn man dann hier seinen Cut Mitte im Kampf gegen Lavos setzt. Von daher müsst ihr leider damit leben, auch wenn es über 40 Minuten jetzt dauert. Tyranno und Azala. Oh Mann, Mann, Mann. So, leuchten. Und dann nochmal dunkle Bombe auf den drauf. Okay. So. Okay. Azala Kollaps vermindert LP. Gut, das war's aber mit dem. Und all die Bosse, die er noch äfft, sind irgendwie total widerliche Tumore. Okay, da komme ich gerade nicht durch. Muss ich nur mal auf Chrono warten. Okay, jetzt sammelt er Kraft, also drauf. Also es gerade so kracht. Gut, gib ihm. 5. Ja, kein Thema. Dafür kriegst du mal in die Trophe auf der Riffel. So. Dann machen wir halt verwirren nochmal auf dich. Gerade jetzt müsste das schon was bringen. Das ist wie so Zecke, dieser Schnabel von Lavos. Und nochmal drauf. Jawohl, sehr schön. Und nochmal. So, verwirren. Gewitter erleidet. Geht das ab hier? Aber es ist hauptsächlich einfach nur lang, habe ich das Gefühl. Also er hat ja auch nie wirklich Schade gemacht bei mir, aber es ist einfach nur lang. Wie der allmächtige Lavos hier braucht. Der allmächtige Lavos, die Blattlaus zieht sich wie Kaugummi. So wie generell das ganze Düster oben. Zieht sich leider echt wie Kaugummi. Sehr langatmig das Ganze. Herrgott, jetzt macht man endlich fertig. So, geht doch. Und wieder Nanara. Okay, der Gaia-Gigant, oder wie der hieß. Alle Hopf. So. Und nochmal auf alle drauf. So, das zieht ja gar nichts ab hier. Mann, 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 Mann. Du bist etwas lästig, mein lieber Lavos.
er lebt sogar immer noch, okay. Dann gib doch mal ihm ein volles Äther wieder. So. Und hau doch mal mit Verwirren nochmal drauf und du mit dunkle Bombe. Also hätte ich das gewusst, hätte ich Lavos nicht so sehr gefürchtet, um ehrlich zu sein. Das ist ja schon ziemlich läppig. Der kopiert jetzt die ganze Zeit nur die Endbosse, die wir gehabt haben. Und hat anscheinend auch noch deren entsprechende Stärke, deren entsprechende Werte, sodass wir hier ziemlich leicht und gut durchkommen. So. Versuche Wiederherstellung der Teile, nix ist. So, aber jetzt. Kreischst du nur, du Blattlaus. So. Was? Noch ein Tanz? Jetzt äfft da niemand mehr noch. Zerstörung regnet vom Himmel. Okay, das mal schaffen wir das. Das mal schaffen wir das. Jetzt ist er ganz er selbst. Auf Chrono. Ja, Desmo ist jetzt ganz er selbst. Dieses Zerstörung regnen vom Himmel hat uns beim letzten Mal mit über 800 Schade sofort instant gekillt. Okay, jetzt haben wir mal der ernsthafte Kampf hier gegen den Overgosher. So. Nochmal alle Heiler. Und Chaoszone. Heidewitzka. Das bringt aber glücklicherweise nichts. Außer dass er ein Konterei fährt. So, verwirren. Du nehmen wir das letzte Mal die Magiewand auf dich. Und dann sind wir jetzt auch magisch ziemlich gut geschützt, würde ich behaupten. Glenn, du kannst ihm nochmal was geben. Schade, dass wir keine Normali-Barriere oder so machen können gegen physische Angriffe. Okay, verwirren. Drehsprung probieren wir mal aus. Und die dunkle Bombe. So, Glenn, mach was. Oh ja. Das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Okay. Die machen alle ziemlich gut Schade gerade. Sehr schön. Fein. Jetzt hat es ausgekrischt, du Widerling. Ups. Ist er schon vorbei? Wir sind noch nicht fertig. Wir kriegen es schon, Lavos. Huch. Offensichtlich bin ich jetzt wirklich einfach im Endkampf gelandet. Oh, heimlich. Schlimmer als Markus Schloss. Es gibt kein Zurück mehr. Oh. Okay. Na, dann würde ich aber sagen, ihr liebe Leid. Der letzte Kampf, tatsächlich. Okay, da ist es gut, dass wir hier in der Zukunft noch einen einen Spielstand haben. Weil hier geht es ja jetzt Schlag auf Schlag ab. Machen wir gerade hier gucken, ob man da eventuell irgendwo rauskommt. Ja. Ah ja, okay. Wir können uns anscheinend noch frei bewegen, wie es aussieht. Das ist gut zu wissen. Hoffe ich zumindest, oder? Ja. Okay, wir kommen hier beim Zeitende raus. Alle hopp. Dann würde ich doch echt sagen, wir sehen uns morgen wieder im Inneren von Lavos und gucken uns dann noch eventuell ein bisschen um in der Zeit. Und also das Einzige, was ich machen wollen würde, wäre eventuell nochmal gegen Speckio kämpfen. Aber dann würden wir uns hier morgen wieder sehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2018. Genießt der 1. Januar, der Neujahrstag, nochmal so richtig in volle Züge. Machen, worauf ihr Bock habt. Aber alles
in Maße. Genießen Sie Jahr 2018. Ich hoffe auch gemeinsam mit mir, dass ich auch Teil von eurer Jahresunterhaltung als Let's Player sei werde. Also machen's gut und habt einen wunderbaren Einstieg in das junge Jahr 2018. Ian Yankee.